ist die Nina Schitja und herzlich willkommen zu einem kleinen Zimmervlog. Heute bin ich einfach mal daheim und ich habe gedacht, komm, wir sind doch mal vor meinem Fenster. Ich bin gerade vor meinem Fenster, damit ihr nicht seht, wo ich wohne. Sonst Stalker maybe. Nein, Spaß. Also, ich denke, ich filme mal ein bisschen und es gibt etwas zu erzählen und ich denke, ich mache das mal ein bisschen vlogmäßig, weil ich denke, also, ja, das ist halt auch immer ein bisschen langweilig, wenn ich nichts mache. Und ja, was ich gerade mache ist, ich präpariere gerade mein Mikrofon. Da ist mein Mikrofon. Das ist mein Mikrofon. Also ich habe es gerade präpariert mit meinem Laptop. Übrigens ist das mein Schrank. Fragt euch nicht, was da ist. Das ist mein alter Reizzeug da und das ist mein Laptop und so. Was ich will sagen ist, ich muss mit euch reden und währenddem ich rede, baue ich so ein bisschen meine Sachen auf. Und zwar wollte ich euch mal so erzählen, was meine Woche gegangen ist. Okay, es ist passiert, dass ich eine grosse Idee hatte, nachdem ich den 24-Stunden-Stream vom YouTuber Disapan geschaut habe. Was ich nicht geschafft habe, 14 Stunden wach zu bleiben. Weil mein Rhythmus schon so richtig, scheiße. Und ja, also Entschuldigung, ich habe gelaufen, ich muss meine Kopfhörer holen, weil ich wollte nachher eine Testaufnahme machen für ein gewisses Projekt, was ich probieren zu machen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, eigentlich kann ich es schon sagen. Okay, ich sage es euch mal einfach mal so ins Ding rein. Morgen kommt das Video online, also werde ich euch wahrscheinlich sagen. Also, ich habe Pläne gehabt, einen Radiosender für die Schweiz zu machen. Und zwar nennt sich das Ganze Swiss Radio. Und das zwar so mit zwei Swiss. Und jetzt Spaß. Naja, also das ist mein, das Setup würdet ihr normalerweise nicht sehen, weil das ist mein, Aufnahmesetup zum Vorlesen. Und zwar, wenn ich wirklich etwas vorlese und synchron sprechen will, also so wirklich wie so eine, wie sagt man, wie so ein Aufnahmestudio. Das ist eigentlich praktisch mein Aufnahmestudio. Also ist noch nicht ganz fertig, aber ja, dazu komme ich nach dem Video oder später. Egal, was ich will sagen ist, ich wollte ein Swiss Radio machen. Und zwar habe ich, glaube die ganze Woche schon Sachen gesucht, Dinge gemacht, gefunden. Nicht zu jedem Thema habe ich halt viel gefunden, aber ich habe gedacht, wenn ich das vorbereite, dann habe ich gedacht, komm, du livestreamen auch. Ja. Und dann haben wir die Rezepte gemacht, die schönen Fickzäpfchen, wo ihr mir denkt. Was soll ich sagen? Aber, ich mache das Radio und ich wollte einen Testaufnahme machen und der Mikroständer ist so der Wahnsinn. Technical Difficulties. Mein Problem ist das Rauschen. Ich probiere, sobald ich wieder frei habe, zusammen mit der Hilfe von Greenies im Video, ich hoffe, ich schaffe das, weil er hat ein Audio-Output-Gerät benutzt für das und ich habe halt kein Audio-Output-Gerät, das hört man und ja, das hört man und sieht man auch. Das war mein Setup nicht so klein, und zwar mit dem Laptop, mit dem da und das ist glaube ich mein ganzes Setup. Oh, und das ist alles, was ich eigentlich gemacht habe. Gesucht, recherchiert, ich spiele noch Gitarre, ich versuche auch gerade, weil ich glaube viele wissen das nicht, ich spiele Gitarre. Und zwar sind das da hinten meine Gitarre, da ist meine neue drin, da ist meine neue drin und da in dem schwarzen ist meine alte drin. Also nicht wundern, die neue Gitarre, der pink drin ist, die habe ich geschenkt bekommen. Weil sie auch 2 Gitarren hatte und hat gesagt, sie braucht sie nicht mehr und meine ist recht klein. Und ja. Hat sie gesagt, du kannst sie haben. Ich muss jetzt mein Studio wieder aufbauen und dann mache ich eine Testaufnahme von dem Ganzen, was ich machen wollte. Ich habe es abgespeichert, ich habe mich vorbereitet. Vielleicht drehe ich noch 1-2 Cover-Videos, wo ich denke, wo nicht gut sind. Oder ein paar neue Cover-Videos. Und ich finde es extrem geil, weil
wenn ich da nachher fertig bin, ist es eine komplette Tonhalle und dann tönt der Ton auch besser. Und eigentlich kann ich das mit euch zusammen aufbauen. Wenn es euch nicht langweilig wird, sonst schneide ich es raus. Ich muss kurz in meinen Schrank da neben dran. Da. Ja, also, ich zeige euch jetzt, wie ihr euch ein eigenes DIY-Tonstudio machen, damit ihr ein geiles Tonstudio machen könnt, damit ihr Musik aufnehmen könnt, die guten Sound hat. Oder wenn ihr so richtig wie ein Synchronsprecher euch fühlen wollt. Ihr braucht euren Schrank. Am besten euren Schrank sollte Türen haben wie ich. Und zwar, meine hat so Türen, die so zugehen. So. So, und das ist praktisch wie so ein Viereck. Und dann brauche ich noch das da. Das ist meine Wolldecke. Meine Wolldecke kommt jetzt hier oben hin. Für das brauche ich jetzt noch Schemmeli. Das muss ich jetzt noch holen. Oder ich nehme einen Stuhl, aber nehmt niemals einen Bürostuhl zum Klettern. Glaubt mir. Das ist saugefährlich. Aber wir brauchen das da und das da. Und vielleicht ein paar Schnüre. Weil das sollte ein bisschen geräder sein. Und zwar etwa so. So etwa. Ich brauche kurz ein Schemmeli. Das ist unser geiler Schemmeli. Sehr alt, aber sehr geil. So, jetzt da bin ich wieder. So. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass es nicht feister wird. Für das ich und ich muss jetzt kurz warten, bis das ist mein altes iPhone. Dass es jetzt aufgeladen ist, weil sonst seht ihr nachher nicht mehr, weil es feister ist. Weil ihr seht auch sonst nichts. Also würde ich sagen mal Wolldecke, Schemmeli, Cam. Schrank. Ich muss noch Schnüre. Aha! Ich weiß nicht, ob ihr die da kennt, aber die macht man so. Tut man die so rein. Tut man die so rein. Tut man die so. Und dann ist das, was drin ist. So, und dann tut man das so befestigen und dann ist das fest, praktisch. Und das probieren wir mal am wunderschönen Schrank. Das setze ich, glaube ich, mal. Hi! Plötzlich komm ich an und dann sehe ich bin ein Mann, man kann schon sagen, was man will den Jungen nicht verlieren sehen. I'm sorry to tell, it's another take. Another world, another take. Und ich habe jetzt Licht. Ich hoffe, es blendet euch nicht so. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Gacki! Jetzt. Etwa so. Also etwa so könnt ihr mich sehen. Ich hoffe, es geht. Und es blendet ein bisschen. Aber das wird Wir sind die Hero Generation. dass ein bisschen nach meinem Zeug gebaut worden ist. Das Mikrofon ist ein bisschen schwer, muss ich sagen. Stellt euch vor, ich bin in einem Synchro-Studio und synchronisiere jetzt das eigentlich nachher. Und es ist nicht einfach, aber ich mache es. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge der Aufnahme. Denn dun, 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 dun. Swiss Radio! Swiss Radio, das Schweizer Radio, das euch vergnügt. Nein! Okay. Swiss Radio! Oh! Okay. Swiss Radio! Das Schweizer Radio, das euch die Themen bringt. Viel Spaß. Hier ist eure Gastgeberin, Naschi Tia. Geheimen Mut durch Träume zahl ich mein Tribut, bin Liebe und bin gut, wir sind die Hero
von YouTube Schweiz. Und zwar ist vor ein paar Wochen haben ein paar YouTuber zum ersten Mal ein PUBG-Turnier gemacht. Wer von euch nicht weiß, was PUBG ist? PUBG ist das beliebte Spiel Players Unknown Battleground. Und zwar haben wir das Event gehabt, wo die Swiss Angry Noobs das erste Schweizer PUBG-Turnier gemacht haben. Also Player Unknown Battleground Turnier gemacht haben. Dann, sie haben ganz viele YouTuber gefragt, ob sie teilnehmen an einem PUBG-Turnier, wo sie hosten, wo sie machen. Und es sind ganz viele dabei gewesen, so wie das Nintendo, Swiss Angry Noobs, der Mad und viele weitere. Und ich komme wahrscheinlich immer das Mikrofon an, weil das ist ein bisschen eng da, aber ja. Das PUBG-Turnier war mega spannend gewesen. Nur die langen Wartezeiten haben, glaube ich, den Streamer nicht so gefallen. Und das mit dem Delay müsste man ein bisschen beheben, habe ich das Gefühl. Weil die meisten haben nicht so Freude an den Delay. Und allgemein auch die Fans sind nicht so Freude an den Delays. Es hat geheißen, die Delays sind da für die Stream-Sniping. Man kann das auch ganz einfach lösen, wenn man seine Webcam vor die Karte hin tut und das Passwort nicht frei ausspricht. Aber was Swiss Angry Noobs das Event nochmal starten wollen, das sind meine Tipps. Und ich weiß nicht, ich hoffe, Swiss Angry Noobs veranstaltet nochmal so ein Turnier. Da könnt wahrscheinlich auch ihr mal teilnehmen, wenn ihr das seht, weil so viel habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe einfach etwas gehört, weil ich in einem Discord-Server bin, wo das angekündigt worden ist. Und ja, so, weitere News. Der Leicht aufgewärmt hat ein neues Format, und zwar Flips und Chips. Dort fragte gewisse YouTuber, so wie die erste YouTuberin, ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir leid, was du das hörst. Und zwar hat er das Format Flip und Chips gegründet, wo er Leute, also YouTuber, besuchen und fragen in der Stadt. Und natürlich ist es Highlight, dass die gewissen YouTuber eine spezielle Fähigkeit zeigen, wo keiner von ihren Fans wissen oder niemand. Dachte ich wär ein Anti-Held, me allein versus die Welt, dass niemand je erhält, was er verdient, nur was ihm zufällt. Zufall, der laut bellt und sich verstellt, er schafft's gequält, hab ich mich lang genug hier weg, wie der Tada, der Vorhang fällt. Ich bin nicht allein, mein Team und ich gemeinsam haben wir gezeigt, wer bleibt der beste Knabe, will und König sein, die anderen schreien nach einem Helden und von selber einer sein und heimlich träumen sie sich aus ihren Ketten, wetten, unser Name schlägt man in Stein. Ein Denkmal baut man für uns auf, los Denkmal, mal dir bitte aus, wo wir schon morgen sind, ein Shitstorm wird zum Wirbelwind. Ich will hier einfach raus, ich weiß auf gar nicht, was ich tue und plötzlich stehe. Gute copyright-freie Musiktipps, Events und Konzerte. Viel Spaß! Gedankenwelten werden nicht, wir sind moderne Helden. Ich generiere geheimen Mut, durch Träume zahl ich mein Tribut, bin Liebe und bin gut, wir sind die Hero Generation. Zweifel an mir, das mit Recht, fühl mich mal gut, fühl mich mal schlecht, sind leider manchmal viel zu echt, wir sind moderne Helden. Ich generiere, doch fehlt der Mut, durch Träume zahl ich mein Tribut, will Liebe, doch krieg Wut, wir sind die Hero Generation. War unten, dachte ich, steh nicht auf, liegen, leiden, Lebenslauf. Jeder lacht mich manchmal aus, wollte anders, doch blieb liegen. Ihr wart da und gab mir Mini-News für euch sind: Leben, Leibeskraft, ich hab mich Guckt aufgerafft. euch das Handy. Oder ich schon auf dem Handy. Sag mir so, wenn das Wenn ich's mal so so recht bedenk, habt ihr mir was? Ich bin geschenkt, ein Träumer mit nem Team, ein Trauma, das mir selbst zu tief liegt. Fall Luft und denk, was soll's, irgendwann mach ich sie alle stolz. Doch gleit ich durch die Mittelmäßigkeit, weil ich zu tief lieg. Plötzlich komm ich an und dann seh
Also, Fortnite ist ja richtig im Hype momentan. Und zwar hat der Fortnite-Hype auch unsere Schweizer Leute gepackt. Und zwar haben sich schon viele Schweizer Leute das Spiel Fortnite abgeladen und sind in dem Hype-Train, whoop whoop, Hype-Train, in dem Hype-Train aufgestiegen. Und ja, falls du das Spiel kaufen willst, ich glaube, das Spiel ist für... So, ich bin ziemlich erledigt von dem Aufnahmering. Man hört es mit der Stimme. Die Radioaufnahme ist gar nicht mal so einfach. Ich lasse mir das nochmal an und irgendwann das Livestreamen, aber ich weiß nicht wann. Ich muss schauen, wie die Aufnahme ist. Und ich muss schauen, ob man ein Meeting hat am Abend. Wegen unserem Kanal Swiss Universe. Und ja. Ich hoffe, der kleine Vlog, Rede-Dings-Kirchens hat dir gefallen. Und wenn ja, dann lass Like und Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Und tschüss, ciao, Ade.